Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir schauen uns heute einen, vielleicht etwas weniger bekannten, aber doch sehr bedeutungsvollen Festtag an. Das Fest des Allerheiligsten namens Mariens. Genau. Und als Grundlage, da dient uns ein Text von Pfarrer Saji. Der Titel ist Der Name Marias, Glaube in unsicheren Zeiten. Er teilt da seine Gedanken und Beobachtungen. Unsere Aufgabe für dich ist es heute, die Schichten dieses Festes so ein bisschen freizulegen. Woher kommt das überhaupt? Was steckt hinter dem Namen Maria selbst? Ja. Und das ist so die zentrale Frage, die Pfarrer Saji aufwirft. Warum könnte dieser alte Glaube, diese spezielle Andacht, gerade in unserer heutigen, oft als unsicher empfundenen Welt vielleicht eine ganz neue, überraschende Relevanz haben? Spannende Frage. Finde ich auch. Pfarrer Saji steigt da auch ziemlich direkt ein. Er verknüpft dieses Fest mit einem Gefühl, das, ich glaube, das kennen viele, dieses nagende Gefühl, dass das Leben uns manchmal Lasten aufbürdet, die sich anfühlen, als wären sie allein kaum zu stemmen. Ja, dieses Gefühl der Überforderung. Genau. Er sieht da eine Verbindungslinie zwischen sehr persönlichen inneren Kämpfen und dann auch größeren gesellschaftlichen Strömungen und Herausforderungen, die er so beobachtet hat. Aber fangen wir mal am Anfang an, bei der Geschichte. Woher nimmt dieses Fest seinen Ursprung? Also der Ursprung ist tatsächlich ziemlich dramatisch und historisch klar verankert. Pfarrer Saji erinnert daran, dass Papst Innozenz XI. Dieses Fest im Jahr 1683 eingeführt hat. Und zwar für die gesamte katholische Kirche. Okay, 1683. Und der Anlass? Der unmittelbare Anlass war der Sieg der verbündeten christlichen Heere über das Osmanische Reich bei der zweiten Belagerung Wiens. Das muss man sich vorstellen, das war eine Zeit großer Angst und Unsicherheit in Europa. Absolut. Und dieser Sieg wurde wirklich als Wendepunkt empfunden. Das Fest war also ursprünglich ein Dankesfest, ein Ausdruck der Dankbarkeit für das, was man damals als Marias Beistand und Schutz in einer existenziell wahrgenommenen Bedrohung ansah. Das ist schon bemerkenswert, wie so ein militärisches Ereignis direkt zu einem kirchlichen Feiertag wird. Aber ich nehme an, Pfarrer Saji geht es um mehr als nur dieses historische Gedenken. Absolut, ja. Er nutzt diesen historischen Ankerpunkt sozusagen, um auf eine tiefere, eine theologische Ebene zu kommen. Und hier kommt eben die Bedeutung von Namen ins Spiel, die ja in der biblischen Tradition enorm wichtig ist. Stimmt, das kennt man ja. Wie Seljai erklärt, ist ein Name in der Bibel nie nur ein Etikett, so eine Art Hülle. Er steht für die Essenz einer Person, ihre Identität, ihre Berufung, ja manchmal sogar für ihr Schicksal, könnte man sagen. Denkt nur an Abraham, Vater vieler Völker, oder Petrus, der Fels. Okay. Und was bedeutet dann der Name Maria? Gibt es da eine eindeutige Bedeutung? Nicht ganz eindeutig. Es gibt mehrere Deutungstraditionen. Der Name Maria, im Hebräischen ist das Mirjam, wird oft und sehr bekannt, auch poetisch, als Stern des Meeres gedeutet, also Stella Maris. Ah ja, das habe ich schon mal gehört. Schönes Bild. Ja, sehr starkes Bild, ein Orientierungspunkt in stürmischer See, ein Leitstern, der sicher durch die Unwägbarkeiten des Lebens zu Christus führt. Das ist die eine Deutung. Eine andere, die auch gut belegt ist Herrin oder Gebieterin. Herrin. Okay. Das klingt anders. Ja, das verweist eher auf ihre besondere Stellung und Würde, die ihr im christlichen Glauben als Mutter Jesu und damit eben auch als Königin des Himmels zugeschrieben wird. Pfarrer Saji betont, dass eigentlich beide Deutungen auf ihre einzigartige Rolle im Heilsplan Gottes hinweisen. Okay, also Stern des Meeres und Herrin. Die Bedeutung des Namens ist damit klarer. Aber die Frage bleibt ja, warum feiert man speziell den Namen? Nicht irgendein Ereignis aus ihrem Leben an dem Tag, sondern nur den Namen. Das wirkt doch erstmal ein bisschen abstrakt, oder? Das ist ein wichtiger Punkt, den Pfarrer Saji auch anspricht. Er verweist da auf die kirchliche Lehre und Tradition, die eben sagt, ein Name ist mehr als nur Schall und Rauch, mehr als eine Buchstabenfolge. Sondern? Er repräsentiert die Person selbst. Er trägt quasi ihre Kraft und ihre Gegenwart in sich. Marias Namen anzurufen bedeutet in dieser Sichtweise also ihre Person, ihre Hilfe, ihren Segen herbeizurufen. Ihr Name gilt als Zeichen des göttlichen Wohlwollens, als Quelle der Hoffnung und in vielen frommen Traditionen eben auch als eine Art spiritueller Schutz. Wie ein Schutzschild, meinst du? Ja, genauso kann man das verstehen. Pfarrer Saji erwähnt auch wichtige Gestalten der Kirchengeschichte, zum Beispiel
Bernhard von Clairvaux. Das war ein sehr einflussreicher Theologe im Mittelalter. Und Bernhard und andere, die haben die Gläubigen immer wieder ermutigt, gerade in Momenten der Angst, der Versuchung oder der Verzweiflung, bewusst den Namen Marias anzurufen. Aber, und das ist wichtig, nicht als magische Formel. Sondern als Ausdruck des Vertrauens. Genau, als Ausdruck des Vertrauens. Die Überzeugung dahinter war, allein das Aussprechen ihres Namens in gläubiger Haltung könne schon Trost spenden, Vertrauen wecken und an ihre mütterliche Fürsorge erinnern. Du sprachst eben von Fürsprache. Was bedeutet das hier genau in diesem Kontext? Fürsprache, lateinisch intercessio, bedeutet hier theologisch gesehen, dass Maria aufgrund ihrer ganz besonderen Nähe zu Jesus bei ihm für die Anliegen der Menschen eintritt. Also quasi für sie bittet. Sie ist sozusagen eine himmlische Verbündete, die die Nöte der Menschen vor Gott trägt. Okay. Und ihren Namen zu ehren, so argumentiert Sagi, bedeutet daher auch immer, ihre Tugenden zu ehren und sich daran zu orientieren. Also, ihre tiefe Demut, ihren bedingungslosen Gehorsam gegenüber Gottes Willen, ihren unerschütterlichen Glauben und vor allem ihr tiefes Vertrauen in Gottes Plan, selbst als ihr sicher vieles unverständlich bleiben musste. Das leuchtet ein. Nun sagtest du ja anfangs, Pfarrer Sagi schlägt eine Brücke von dieser ganzen Geschichte und Theologie zu unserer heutigen Zeit und zu bestimmten Sorgen. Wie macht er das denn? Genau, und hier wird seine Argumentation dann sehr konkret, sehr lebensnah. Er nimmt diese historischen und theologischen Fäden auf und verknüpft sie mit Beobachtungen und auch Gesprächen über sehr aktuelle Herausforderungen. Er berichtet da von einem Gespräch mit einem Priesterkollegen. Ja. Der hatte viele Jahre in Deutschland gearbeitet und war dann nach Kerala, also nach Indien, zurückgekehrt. Und dieser Priester teilte mit Sagi seine Besorgnis über, ja, wie er es wahrnahm, tiefgreifende kulturelle Veränderungen in Europa. Okay. Welche Art von Veränderungen hat er da angesprochen, laut Sagi? Also laut Pfarrer Salengis Text sprach dieser Priester von einer von ihm empfundenen Krise. Und die brachte er mit Faktoren wie, ich zitiere hier sinngemäß aus Salengis Wiedergabe, unkontrollierter Migration und einer wahrgenommenen strategischen Agenda des politischen Islam. Auch Themen wie die Verbreitung von Fehlinformationen, die so das gemeinsame Verständnis von Wahrheit untergraben, kamen wohl zur Sprache. Genauso wie die Herausforderungen für das Christentum durch demografischen Wandel und das, was im Text als schleichende Islamisierung bezeichnet wird. Okay, das sind ja durchaus starke Begriffe. Absolut. Und uns ist hier wirklich wichtig, das klarzustellen. Wir geben hier die Perspektive und die Begriffe wieder, so wie sie in Pfarrer Salengis Quelle, also seinem Text über dieses Gespräch, dargestellt werden. Wir berichten seine Wiedergabe dieser Sorgen, ohne sie zu bewerten oder uns zu eigen zu machen. Verstanden? Wichtig, das zu betonen. Und Pfarrer Sadioli sagt, diese Schilderungen seines Kollegen, die haben ihn an eigene Beobachtungen erinnert. Ja, genau. Er schreibt, dass diese Punkte ihn stark an seine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen in der Schweiz erinnert hätten. Er beschreibt die Schweiz ja einerseits sehr positiv, als wunderschönes Land, hohe Lebensqualität, funktionierende soziale Systeme, Sicherheit, gute Bildungsmöglichkeiten. Klingt erstmal gut. Tut das auch. Er beobachtet, dass dieser gesellschaftliche Leitspruch sei unabhängig und frei, im Alltag gut zu funktionieren scheint. Viele Menschen streben nach Autonomie, nach Kontrolle über ihr Leben. Aber du sagtest, er sieht auch eine andere Seite, eine Kehrseite. Genau das. Er beschreibt eine Art Paradoxon, das er wahrnimmt. Obwohl äußerlich vieles gut organisiert ist und die Menschen sich wirklich intensiv bemühen, alles im Griff zu haben, Karriere, Finanzen, Beziehungen, Gesundheit, beschleicht viele offenbar trotzdem ein Gefühl der Ohnmacht. Ohnmacht, obwohl alles läuft. Ja, das Gefühl, dass ihnen die Dinge entgleiten. Dass trotz aller Anstrengungen, alles zu kontrollieren, wesentliche Aspekte des Lebens eben unkontrollierbar bleiben oder zerbrechen. Also eher so ein Gefühl des Scheiterns trotz aller Bemühungen. Weniger Scheitern, vielleicht eher ein Gefühl der Überforderung und des Kontrollverlusts. Er beschreibt, wie daraus innere und äußere Kämpfe entstehen können. Konflikte im Denken, Spannungen in der Familie, Schwierigkeiten in Beziehungen, so eine Unruhe im Herzen. Man versucht ständig zu reparieren, was nicht rund läuft, übernimmt Verantwortung, plant, organisiert und fühlt sich am Ende doch irgendwie ausgeliefert oder machtlos,
gegenüber bestimmten Lebensumständen, Krankheiten, Schicksalsschlägen oder auch den großen globalen Krisen. Dieses Ringen, dieses sich abmühen bei gleichzeitigem Gefühl der Ohnmacht, das ist für Saaji ein Kernpunkt seiner Beobachtung moderner Befindlichkeiten. Und genau an diesem Punkt, diesem Gefühl der Ohnmacht, trotz aller Anstrengung, knüpft er wieder an das Fest des Namens Mariens an. Das ist ja eine interessante Wendung. Exakt, das ist der Dreh- und Angelpunkt seiner Argumentation. Pfarrer Saaji sagt, genau diese Erfahrungen, sei es die ganz persönliche Überforderung im Alltag, die Sorge um die Familie, die Angst vor der Zukunft oder sei es die Wahrnehmung von gesellschaftlichen Umbrüchen, die einen verunsichern, genau diese Erfahrungen können uns daran erinnern, dass wir eben nicht alles aus eigener Kraft schaffen können. Dass dieses Streben nach totaler Unabhängigkeit und Kontrolle vielleicht, eine Illusion ist. Er plädiert also für eine Art Akzeptanz der eigenen Grenzen? Oder wie würdest du das sagen? Ja, und sogar noch mehr. Er plädiert dafür, sich wieder einer größeren Kraft anzuvertrauen. Er zitiert hier eine bekannte Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, Kapitel 41, Vers 10. Da sagt Gott zum Volk Israel: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit meiner gerechten rechten Hand. Ein starkes Wort. Ja, absolut. Aber, und das ist Saaji wichtig zu betonen, um diese Gegenwart und Hilfe Gottes wirklich suchen, annehmen und erfahren zu können, reicht es nicht nur intellektuell davon zu wissen. Man müsse den Glauben aktiv lernen, pflegen und praktizieren. Das ist eine Haltung, die eingeübt werden will. Verstehe. Und hier kommt dann Maria wieder ins Spiel, als Vorbild für genau diese Haltung. Ganz genau. Für Pfarrer Saaji ist Maria das herausragende Beispiel für genau dieses gelebte Vertrauen und diese, hingebungsvolle Glaubenspraxis. Ihr ganzes Leben, von der Verkündigung durch den Engel bis unter das Kreuz ihres Sohnes, das sei ein Zeugnis tiefsten Glaubens und völliger Hingabe an Gottes Führung gewesen. Auch und gerade in Momenten größter Unsicherheit und Zumutung. Okay. Und das ist die Verbindung, die er zieht. In einer Welt, die von vielen als verwirrend, als angstbesetzt und auch voller Desinformation wahrgenommen wird, Saaji nennt hier explizit Europa, Indien und andere Orte, brauchen Menschen Orientierung und Ermutigung. Und Marias Beispiel und ihre Fürsprache können genau das bieten. Was genau können wir denn von ihrem Beispiel lernen, laut Saaji? Vor allem dieses Vertrauen darauf, dass Gott oft nicht durch äußere Macht, durch Kontrolle oder weltlichen Erfolg wirkt, sondern eher durch das Kleine, das Demütige, das Glaubende, durch jene, die sich ihm öffnen und anvertrauen. Saaji zitiert hier Marias berühmten Lobgesang, das Magnificat, aus dem Lukasevangelium. Kennst du das? Ich habe davon gehört, ja, aber erklär doch noch mal kurz, was das genau ist. Also, das Magnificat ist Marias Antwort auf den Besuch bei ihrer Verwandten Elisabeth. Das war ja direkt, nachdem der Engel ihr verkündet hatte, dass sie Jesus zur Welt bringen wird. Ach ja, stimmt. Und es ist ein unglaublich kraftvoller Lobpreis Gottes. Sie singt da: Meine Seele preist die Größe des Herrn, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Das steht so in Lukas 1. Ihre Größe, so interpretiert Saaji das, liegt eben nicht in ihrer eigenen Macht, sondern in ihrer Offenheit und Bereitschaft für Gottes Wirken in ihrem Leben. Dieses Lied drückt tiefes Vertrauen aus und auch so eine Art Umkehrung der weltlichen Maßstäbe. Gott erhöht die Niedrigen und stürzt die Mächtigen. Okay, das macht die Verbindung jetzt viel klarer. Wenn wir das jetzt alles mal zusammennehmen, was ist so die Kernbotschaft, die Pfarrer Saaji aus seinen Überlegungen zu diesem Fest des Namens Mariens für uns heute ableitet? Die Kernbotschaft, so wie ich Saaji verstehe, ist eigentlich eine Einladung und eine Ermutigung zugleich. Das Fest und das Vorbild Marias, die lehren uns, unser Leben mit all den realen Kämpfen, den Sorgen um die Liebsten, den Ängsten vor dem Ungewissen, diesem Gefühl der Überforderung, eben nicht krampfhaft allein meistern zu wollen. Sondern es vertrauensvoll in Gottes Hände zu legen. Im christlichen Glauben, so wie Saaji ihn darlegt, geht es nicht primär darum, jede Last allein zu schultern oder perfekte Kontrolle über alle Umstände zu erlangen. Es geht vielmehr um das Vertrauen darauf, dass man getragen ist, dass man nicht allein ist und dass Hilfe und Kraft oft von dort kommen, wo man sie vielleicht am wenigsten erwartet, eben durch Glauben und Hingabe. Das klingt nach einer echten Entlastung. Von diesem Druck, immer alles selbst schaffen zu müssen. Genau das scheint Saaji betonen zu wollen.
Und er fügt noch hinzu, dass die Rolle Marias für die Glaubenden ja nicht auf die biblische Vergangenheit beschränkt ist. So wie sie nach christlicher Überzeugung die frühe Kirche begleitet und gestärkt hat, so wirke sie auch heute weiter als Mutter, als Fürsprecherin, als Beschützerin. Okay. Ihr Name ist deshalb für ihn mehr als nur eine historische Chiffre oder die Erinnerung an einen Sieg von damals. Er ist ein lebendiges Symbol der Hoffnung, ein Zeichen der Nähe Gottes, das uns, so Sadi, immer wieder neu zu Jesus Christus hinführen kann. Der ist ja schließlich das Zentrum dieses Glaubens. Fassen wir also nochmal die wichtigsten Punkte aus Pfarrer Sagis Gedanken für dich zusammen. Das Fest des Namens Mariens, gefeiert am 12. September, ist also weit mehr als ein bloßes historisches Gedenken an die Schlacht bei Wien. Ja. Es ist eine tiefere Einladung, über die Bedeutung von Marias Identität nachzudenken, wer sie war, was ihre Sendung bedeutete und welche Rolle ihr als Fürsprecherin im Glauben zukommt. Pfarrer Sagi argumentiert, dass gerade in Zeiten, die von persönlicher oder gesellschaftlicher Unsicherheit und diesem Gefühl des Kontrollverlustes geprägt sind, ihr Beispiel des tiefen Vertrauens und Glaubens eine wichtige Orientierung sein kann. Es ist letztlich eine Erinnerung daran, dass wir nicht alles allein tragen müssen. Genau. Und dass Stärke oft in der Anerkennung der eigenen Bedürftigkeit und im Vertrauen auf eine höhere Macht liegt. Richtig. Das führt uns vielleicht noch zu einer abschließenden Überlegung, die du mitnehmen kannst, vielleicht auch über den spezifisch religiösen Kontext hinaus. Pfarrer Sagi hebt ja hervor, wie bedeutungsvoll der Name Marias ist, als Symbol für Vertrauen, Schutz und göttliche Hilfe in schwierigen Zeiten. Ja. Es könnte uns anregen, mal allgemeiner darüber nachzudenken, welche Bedeutung haben Namen eigentlich in unserem eigenen Leben? Denk vielleicht mal an deinen eigenen Namen, seine Herkunft, seine Bedeutung, die Geschichten, die du vielleicht damit verbindest. Interessant. Oder denk an die Namen von Menschen, Orten, Ideen oder Werten, die dir persönlich wichtig sind, die dir Halt geben. Könnte das bewusste Nachdenken über die Kraft und Bedeutung von Namen, also über das, wofür sie stehen, uns vielleicht dabei helfen, eigene innere Kraftquellen zu finden? Eigene Ankerpunkte oder Orientierungshilfen zu identifizieren? Gerade wenn wir uns mit den Verunsicherungen und Ängsten unserer doch komplexen Zeit konfrontiert sehen? Eine gute Frage. Ja, was oder wer gibt uns, wenn wir beim Namen gerufen werden, das Gefühl, nicht allein zu sein? Das ist ein Gedanke, der vielleicht ein wenig über Pfarrer Sages Text hinausführt, aber ich finde, er trifft die Frage nach Halt und Orientierung ziemlich im Kern.